Hey, das ist unser Gott, einer, der Wunder wirkt, der heute am Morgen präsent ist, mitten unter uns. Was für ein Privileg, dass wir heute Morgen zusammenkommen und miteinander den Gott anbeten. Ich habe für euch heute Morgen eine spezielle Predigt vorbereitet. Wir machen nämlich heute am Morgen miteinander ein Bibelstudium. Und wir werden nicht wir werden zwei ganze Bibelverse miteinander anschauen heute Morgen. Und ich bin mega gespannt drauf und ich freue mich, dürfen mit euch zusammen Wort Gottes auspacken und anschauen. Ihr wisst, im Wort Gottes steht, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Im Hebräer 4,12 steht das. Darum ist auf meiner Bibel vorne drauf ein Schwert. Weil so ist Wort Gottes. Es dringt ein und es schneidet und es zeigt auf und es überführt. Und es macht noch so viel mehr. Gott sagt über sein Wort, es kann nicht leer zu mir zurückkommen. Wenn Gott redet und etwas sagt, dann muss erfüllt werden, was im Wort steht. Und heute Morgen haben wir das Privileg, dürfen zwei Verse in der Tiefe auseinandernehmen aus unserem Wort von Gott. Und auf altchristlich würde man sagen, ich wünsche mir, dass ihr heute vom Wort Gottes überführt werdet. Also was das eigentlich heisst, vom Wort Gottes überführt werden, ist nichts anderes als einfach sagen, wow! Wow, Gott, du redest zu mir. Das ist überführen. Wenn man merkt, dass das Wort mehr ist als eben nur ein paar Buchstaben auf einer Seite, sondern dass das lebendig ist, dass das aktiv ist und dass das wirkt. Jeden Tag in unserem Leben drinnen. Mein Wunsch für dich heute Morgen ist, dass du überführt wirst. Dass du einen Wow-Moment hast und dass du merkst, wie Gott persönlich zu dir redet und dir etwas aufzeigt aus seinem Wort heute Morgen. Und darum möchte ich jetzt zum Anfang gerade mit uns zusammen beten. Ich möchte beten, dass wir offen sein dürfen, dass unsere Herzen aufgehen können und dass das gute Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Ich bete, dass das Wort Gottes heute laut redet und dass der Heilige Geist in uns wirkt. Ja, Jesus Christus, wir haben das Privileg, heute uns zu versammeln in deinem Namen, Jesus. Du bist der über allem anderen steht. Dein Name ist erhöht. Über allem anderen bist du, Jesus. Du bist am Anfang der Zeit und du wirst sein, wenn alles vergangen ist. Du bestehst in Ewigkeit. Und du hast geredet. Und wir danken dir, dass dein Reden, dein geniale Wort heute für uns verfügbar ist. Dass wir dürfen uns auf dein Wort verlassen, dass das solides Fundament ist. Und mein Wunsch ist wirklich, Herr Jesus Christus, dass du heute am Morgen ganz, ganz deutlich und laut zu uns anredest. Heiliger Geist, wir laden dich ein, in unsere Herzen, in den Saal, in all das, was jetzt da heute Morgen passiert. Brauchen wir dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dein Wirken. Mein Gebet, mein Anliegen ist, dass du, Heiliger Geist, heute Morgen überführst. Und dass dein Wort einen Unterschied machen in unserem Leben drinnen. Wir sind offen, du uns heute Morgen überführen. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Alright. Wie schon versprochen, 2 Bibelverse habe ich für uns heute Morgen vorbereitet. Und für alle, die eine Bibel dabei haben, das ist super, ihr könnt gerade mit mir zusammen aufschlagen. Es kann vielleicht helfen, wenn ihr heute eine Bibel habt, also ihr dürft ausnahmsweise mal eure Handys vornehmen, während dem Gottesdienst, nicht zum Selfies machen, sondern zum eure Bibel aufschlagen. Und zwar ist das sicher hilfreich. Wir werden ein bisschen auch in diesen 2 Versen immer wieder mal ein bisschen rumgumpen. Und es kann helfen, wenn du dein eigenes Wort dabei hast. Und vielleicht, wenn du sogar noch einen Stift dabei hast, wer weiß, vielleicht kannst du ihn ja sogar noch anstreichen. Gell? Und ich tue ihn gerade jetzt mal zum Anfang alle 2 Bibelverse am Stück durchlesen. In Kolosser 1, 28 und 29. Stehen die 2 Verse. Ich habe es sogar noch auch dabei auf dem Screen, wenn es dann kommt. Ich weiss, ihr könnt das nicht lesen, das ist kein Problem. Wir werden das miteinander auspacken und noch ein bisschen reinzoomen. Von dem her, tönt doch am besten gerade in euren eigenen Bibeln aufschlagen. Kolosser 1, 28 und 29. Ich tue gerade vorlesen. Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif
und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Wow. Amen, kann man da nur sagen, gell? Hey, was für eine Dichte an Wahrheit doch kann sein in 2 Bibelversen. Und ich tue es nochmal ganz schnell in meinen eigenen Worten zusammenfassen, was da steht. Der Paulus tut da seine Existenzgrundlage erklären. Er macht allen klar, um was dass es ihm eigentlich geht und für was dass er existiert. Es ist Folgendes: Christus verkünden. Um das geht's. Mit allen Ressourcen, die er zur Verfügung hat, mit der ganzen Weisheit, möchte er helfen, Menschen im Glauben zu unterweisen und sie zu lehren, dass jeder Einzelne kann wachsen. Zu was hin? Zu Reife und Mündigkeit. Das ist das Ziel. Darum gibt es der Paulus seine Mission Statement zusammengefasst. Ich existiere, um Menschen unterzuweisen, dass sie wachsen in Reife und Mündigkeit. Und ich mache das mit allem, was ich kann, mit aller Kraft, mit aller Macht. Für das kämpfe ich. Das ist das Mission Statement von Paulus. Also um was es geht, ist Reife in Christen. Schaffen wir das jetzt, dass ich da kann weiterdrücken. Ich habe noch das andere Pro-Presenter da vorne drauf. Wo ist der Josh? Jetzt brauchen wir den Josh. Ist der im Livestream? Komm jetzt. Livestream cutten, wir brauchen es da. Ne? Ich habe irgendwie, Josh, einen anderen Pro-Presenter da auf meinem Ding. Ich habe noch das Atem von Gott. Es ist zwar auch schön, der Atem von Gott, aber ich würde gerne können. Da bringst du mir es wieder. Sehr gut. Okay. Dann muss jetzt der Jörg mal weiterschalten. Kannst du mal weiterschalten? Wir gehen zu der nächsten Folie. Durch die Verbindung mit Christus sollen wir alle reif und mündig werden. Auf das zielt es hin. Also Reife und Mündigkeit. Kannst du die nächste Folie bringen? Das wird mühsam, wenn ich das nicht selber machen kann. Genau, es geht um Reife und um Mündigkeit. Yay, danke! Genau. Hey, sind wir nicht froh für geniale Techniker bei uns im Haus, die so Sachen möglich machen können. Und jetzt kann ich nämlich das selber drucken und es kommt das Nächste. So gut. Das griechische Wort, das da gebraucht wird für Reife und Mündigkeit, ist das griechische Wort Teleion. Teleion. Ich habe das sicher ganz falsch gesagt, aber es ist nicht so schlimm, weil es geht um die Bedeutung und nicht um die Aussprache von dem Wort. Und eigentlich könnte man sagen, auf Englisch gibt es so eine schöne Expression, wie man so schön sagt, wo das zusammenfasst. Und das ist eigentlich grow up. Komm schon, es ist fertig jetzt mit Kindsein. Jetzt geht es darum, dass wir alle erwachsen werden im Glauben und nicht mehr uns verhalten wie kleine Kinder im Glauben, sondern das Ziel ist, dass wir alle grow upen. Sag mal schon eins mit mir zusammen. Grow up, komm. Grow up. Um das geht's. Wie können wir im Glauben reif werden? Und vielleicht hast du gut aufgepasst, als ich den Vers zum ersten Mal durchgelesen habe und du hast gemerkt, haha, aber halt, das ist ja an Paulus sein Job, oder? Weil der Paulus sagt, ich unterweise im Glauben, ich lehre im Glauben, auf das er erwachsen wird und dass er reif wird und dass er eben nicht mehr wie Kinder sind, sondern dass ihr sind wie Erwachsene, reif und mündig. Ich habe eine gute Nachricht für dich und die steht im Hebräer 5, Vers 11. Wie sich die Reife und die Mündigkeit nämlich auswirkt. Hast du gewusst, dass Lehren und andere unterweisen nicht nur ein Job ist für Pastoren und für Kleingruppenleiter, sondern wir alle sind herausgefordert und angeleitet, andere Menschen im Glauben zu helfen, zu wachsen. Im Hebräer 5, Vers 11 steht das wunderschön. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Hoppla. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten.
Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheit der Botschaft Gottes lernt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist wie ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene. Für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Okay, falls du gemeint hast, es ist nur am Pastor oder am Kleingruppenleiter sein Job, andere im Glauben zu unterweisen und zu anleiten, falsch gedacht. Wir alle sollten fähig sein, als Zeichen von der Reife andere Christen, andere Menschen können zu unterweisen und anzuleiten in den grundlegenden Wahrheiten von unserem Glauben. Also hey, ein Zeichen von reifen Christen ist, dass sie fähig sind, andere anzuleiten. Und by the way, sind ihr nicht jetzt gerade sehr dankbar, dass wir im Kreuzpunkt mega nette und freundliche Pastoren und Pastorinnen haben? He? Ich meine, wir können auch so mit euch reden, oder? Hey, was ist eigentlich los? Sind ihr noch wie kleine Kinder, die man Milch geben muss? Eigentlich solltet ihr schon lange erwachsen sein. Ja, und so können wir auch reden. Okay, also schauen wir nochmal an, was heisst dann grow up oder eben das griechische Wort teleion ganz genau. Und die Bedeutung von dem Wort ist eigentlich nicht nur Reife, sondern es ist eigentlich Vollkommenheit. Teleion redet von Vollkommensein, von fertig, abgeschlossen, perfekt sein. Und die Frage ist, Mino, in was sollen wir dann perfekt sein? Das Wort Teleion wird auch noch an anderen Stellen der Bibel gebraucht und dort hast du ganz eine gute Vorahnung, um was es dann geht, wenn wir erwachsen werden, wenn wir reif werden im Glauben. Und das Erste, in dem wir alle reif werden im Glauben, ist in der Liebe. In Matthäus 5, Vers 48 wird das Wort Teleion wieder gebraucht. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, Teleion, wie euer Vater im Himmel ist. Das ist der Standard. Daran kannst du messen, wie weit steht es eigentlich mit der Reife in meinem Leben. Wie fest bin ich noch auf Milch angewiesen oder wie fest ist schon feste Nahrung in meinem Leben Realität. Es zeigt sich an der Liebe, an der Vollkommenheit, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also ich würde sagen, bei uns allen, da hat es noch Luft nach oben, oder? Das Zweite, worin sich Reife zeigt, ist im Denken. Im Römer 12, Vers 2 wird das Wort Teleion nochmal gebraucht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist, ob es Teleion ist. Also ein reifer Christ hat gelernt, so zu denken und so zu funktionieren, dass er erkennen kann, was ist denn Vollkommenheit und was ist der Wille Gottes. Also ein reifer Christ denkt Königreichsdenken. Wir haben jetzt gerade eine ganze Predigtserie über das Reich Gottes. Ein Mensch, der gelernt hat, reif zu sein und der Teleion umsetzt, der hat verstanden, dass jetzt neu gedacht wird. Dass man denkt, so wie Gott. Und dass man je länger, je mehr darf sich um sein Reich kümmern und dass man seine Gedanken denkt. Und das ist ein Zeichen von Reife. Das dritte Zeichen von Reife ist im Reden. Jetzt ihr merkt, das wird immer schwieriger, oder? In der Liebe, im Denken und jetzt kommt das Reden. Weil im Jakobus 3, Vers 2 steht Folgendes. Und machen wir alle nicht immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Der ist Teleion, der hat das Maß der Dinge erreicht. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Da drin zeigt sich Reife von einem Christ. In diesen 3 Sachen. Liebe wie Gott. Im Denken nach seinen neuen Maßstäben. Nach verändertem Denken dürfen denken. Und das dritte, im Reden. Jedes Wort, das über unsere Lippen kommt, soll Teleion sein, soll vollkommen sein. Okay, das als Basis, worum es eigentlich geht, jetzt in dieser Predigt. Aber komm, wir fangen jetzt gerade noch mal ganz vorne bei diesen 2 Versen an. Nämlich, bei diesem Christus verkünden wir.
Weil wir machen das ja nicht selber. Es ist ja nicht durch unsere Anstrengung oder durch unser Gutsein. Es geht im Christentum ja nicht um Gutmenschentum. Man probiert nicht, sich selber immer mehr zu verbessern, sondern das Zentrum. Und um was es geht im christlichen Glauben, ist eine Person. Und es ist diesen Christus. Welchen Christus verkünden wir dann? Wir verkünden nicht irgendeinen Christus, wir verkünden nicht nur eine historische Person, sondern wir verkünden welchen Christus? Wir verkünden den Christus, der mich gerufen hat. Der gute Gedanken in meinem Leben gedacht hat. Den Christus verkünde ich euch heute Morgen. Ich verkünde euch nicht irgendetwas, sondern ich verkünde euch einen, der mich berufen hat, der mich auserwählt hat, der gute Pläne hat. Der Jesus, der mich konstant segnet. Der mich gesegnet hat von Anfang bis zum Schluss, wo jeden Tag neue Gnade für mich hat, wo jeden Tag neue Segen für mich hat. Ich verkünde euch den Jesus, der in jedem einzelnen Tal, durch das ich durchgelaufen ist, bei mir war. Dort, wo ich gesagt habe, und wandere ich auch im finsteren Tal, bist du bei mir gewesen, Jesus. Dein Stecken und dein Stab hat mich geleitet. Wir reden hier über einen persönlichen Jesus, über den Jesus, spezifischen Jesus. Der mich befreit hat. Verstehst du? Der all die Schuld und Sünde von mir weggenommen hat. Und der Jesus, der mir ein neues Leben gegeben hat. Von dem Jesus reden wir. Von welchem Jesus? Von deinem Jesus reden wir heute am Morgen. Und ich habe gedacht, wie schön wäre es eigentlich, wenn wir jetzt uns einfach 2 Minuten schnell Zeit nehmen und darüber nachdenken, was ist das für dich, für einen Jesus? Wie ist er bei dir begegnet? Ich habe es persönlich von mir erzählt. Das ist Jesus. Und ich möchte dich jetzt einladen, du hast 2 Minuten Zeit, denk mal darüber nach, welcher Jesus das eigentlich heute Morgen im Zentrum steht. Ich könnte ohne Problem einfach eine halbe Stunde nur über diesen Jesus reden. Einfach erzählen, wer er ist, was er in meinem Leben schon da hat, wo das sein Segen in meinem Leben sichtbar ist, wo das er einfach ein Fundament geleitet hat, auf das man solid bauen und vertrauen kann. Hey, der Jesus, den wir verkünden, der Jesus ist es, der mich gerufen hat. Verstehst du, der mich aus der Dunkelheit rausgerufen hat und ins Reich vom Licht transportiert hat. Der mich verändert hat, tagtäglich. Der Jesus, der konstantes Segen auf mein Leben geleitet hat. Ich könnte euch so viele Storys erzählen, wie viel besser das mein Leben ist, dank dem Jesus, weil sein Segen fließt in mein Leben drin hinein. Er ist der, der in jedem finsteren Tal bei uns ist und er ist der, der uns befreit hat, der alle Schuld von uns weggenommen hat. Da, um diesen Jesus geht es, verstehst du? Und das ist so wichtig, dass wir das als Anfang stellen.
an Anfangsstelle von dieser Predigt. Weil wenn das nicht die treibende Kraft ist, wenn das nicht das Fundament und der Motor ist von allem, was nachher kommt, dann ist es anstrengend und dann ist es Krampfen und Bemühen. Aber wenn wir verstehen, dass wir einen Jesus verkündigen, der eben gekrönt ist, ein Jesus, der König ist, der Herrschaft hat. Christus bedeutet der Gesalbte. Er ist es, der eingesetzt ist in der Regierung. Er hat die Krone auf dem Haupt und er ist es, der die Kraft und die Macht gibt, alles zu tun, was es zu tun gibt. Es geht um Jesus. Wir können das nicht genug fest betonen. Wenn das nicht im Zentrum und zuallererst steht, dann wird alles andere einfach nur anstrengend. Aber wenn wir den Jesus eben haben, ich sage euch, hey, den willst du verkünden, den Jesus, oder? Ich will von dem Jesus reden. Wann und wo kann ich von dem Jesus reden? Ich möchte den Christus, den Jesus, von dem ich euch jetzt gerade erzählt habe, von dem möchte ich reden und der soll die ganze Welt hören. Ist das nicht bei uns allen so? Wenn das jetzt nicht gerade so ein Instinkt ist, hey, vielleicht ist es eine gute Übung für dich, zum mal noch ein bisschen länger über diesen Christus nachzudenken. Mach mal eine Liste, was dieser Christus genau ist für dich. Was er für dich da hat. Erinnere dich daran, was er für dich da hat. Alright. Den Christus, den verkünden wir jetzt. Und wir machen das nicht irgendwie, wir machen das nicht schlecht, sondern wir machen das mit aller Weisheit. So gut, wie wir es eben können. Wir machen es nicht schlecht, sondern wir machen es mit Weisheit. Und wenn du jetzt, wo ich gesagt habe, hey, jeder Christ sollte eigentlich fähig sein, um andere Christen im Glauben zu unterweisen, wenn das für dich eine Challenge war und du gefunden hast, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Andere sind sicher begabt für das, aber ich würde mich da eigentlich lieber vorne ausnehmen. Ich möchte lieber nicht müssen, andere Christen zu unterweisen. Jetzt kommt eine mega, mega gute Nachricht für dich. Hey, wir machen Verkündigung Jesus mit Weisheit. Und weisst du was? Die Bibel verspricht etwas, nämlich im Jakobus 1, Vers 5 verspricht Gott. Und wir haben vorher gesagt, sein Wort kann nicht unerfüllt bleiben. Sein Wort muss sich erfüllen, weil Gott ist allmächtig und was er sagt, das passiert. Also Versprechen Gott, das darfst du Face Value nehmen. Das darfst du 1:1 übernehmen und 100% darauf vertrauen. Und Gott sagt, wem es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Verstehst du? Bei Gott gibt es bei Weisheit keinen Mangel. Mangel gibt es nicht. Also wenn es dir fehlt, wenn es schwierig ist für dich, um von dem Jesus zu reden, bitte Gott um mehr Weisheit. Und er verspricht dir, dass er die Weisheit, die fehlt, wird geben. Gleichzeitig, es ist eben gegeben, die Weisheit, gell? Das heisst, für die schon gut sind, kein Grund zum Stolz darauf sein, gell? Es ist ja von Gott gegeben. Er hat es ja gegeben. Es kommt von ihm und darum entsprechend gebührt auch alle Ehre und alle Lob immer ihm. Okay, jetzt, wenn wir alle unterweisen, wieso machen wir das? Damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus Reife erlangen. Und das finde ich eine mega, mega schöne Stelle. Weil, hast du gewusst, dass Gott möchte, dass jeder Mensch, alle Menschen zu Gott dürfen heimkommen. Er hat eine Sehnsucht, eine Leidenschaft, ein Verlangen danach, alle Menschen zu sich einzuladen. Und dass jeder Einzelne darf in den Reifeprozess einsteigen. Und gleichzeitig haben wir eben auch einen Gott, der Einzelne sieht. Er will alle Menschen, jeder Einzelne. Und er will jeden Einzelne. Er sieht die einzelnen Menschen. Gott ist ein Gott von den grossen Zahlen. Er sagt, ich will jeden Mensch da in Baden-Wettigen, da gibt es in Wettigen 20'000 Menschen. Jede Zahl repräsentiert einen Mensch. Und jeder Mensch hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist für Gott einzeln wichtig und er ist in jeder einzelnen Geschichte drin. Ist das nicht genial, wie Gott das kann? Alle Menschen rufen und Einzelne sehen. Und das Ziel von dem allem ist, dass sie verbunden werden mit Christus. Also so läuft es eigentlich, oder? Wir lehren und wir mühen uns ab und wir geben uns das Beste, aber es ist nicht durch unsere Weisheit oder durch unser Tun und durch unsere Fähigkeit, sondern ohne Jesus geht es nicht. Das haben wir schon am Anfang klar gemacht. Es geht um den Jesus. Und es ist auch durch den Jesus durch. Wir arbeiten zwar, wir dürfen kooperieren und wir dürfen uns brauchen lassen von Jesus. Aber nie eine Sekunde sollten wir denken, dass es ohne den Jesus geht. Er ist auch der Garantiefaktor
in dieser ganzen Transformation drin. Er ist es, der sagt und der garantiert, dass es funktioniert. Also wir dürfen uns brauchen lassen, wir dürfen unterweisen und lehren, aber wir müssen es nicht garantieren, sondern Jesus Christus allein ist Garantie in diesem Prozess vom Reifen drin. Okay, und jetzt kommen wir zum Vers 29. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Und ich sage euch, liebe Freunde, manchmal ist das einfach auch ein Kampf, gell? Du darfst ja nie denken, dass das einfach, auch wenn es durch Jesus ist, dass man einfach denkt, okay, das passiert jetzt einfach. Und das wird ganz deutlich, wenn wir das nächste Wort miteinander anschauen, nämlich das Abmühen. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, ist Agonizomenos. Und alle, die ein bisschen Englisch verstehen, hören da vielleicht das englische Wort daraus raus, aus dem griechischen Wort. Agonizomeos, das ist Agony. Komm schon, das ist einfach manchmal auch eine Mühe, eine Last, ein Kämpfen und eine Schwere ist in dem drin. Man müht sich manchmal ab. Also, jedes Kind kennt das. Wachsen macht manchmal einfach auch ein bisschen weh. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt, dass Caitlin mitten in der Nacht, unsere 4-jährige Tochter, aufwacht und brüllt und sagt, es tut mir weh in den Beinen. Es tut mir weh in den Beinen. Und du kannst nichts machen, weil das sind einfach Wachstumsschmerzen. Wenn Knochen manchmal schnell wachsen, dann kann das wehtun. Und das ist im christlichen Glauben nicht anders. Manchmal hat der Prozess einfach auch Schmerzen drin. Aber weißt du was? No pain, no gain. Ohne Schmerz geht einfach irgendwie nichts. Und das ist auch im christlichen Glauben so. Es kostet manchmal etwas, aber es ist absolut wert. Also, im Reifenprozess müssen wir manchmal mehr wie ein Olympiakion. Wie sagen wir den Leuten, die Olympionik, sollte man mehr wie ein Olympionik denken. Hey, no pain, no gain. Wenn du das wirklich willst, wenn wir wirklich wollen, Reife erleben, wenn wir wollen, Vollkommenheit mehr und mehr erleben in Jesus Christus, dann ist das manchmal ein Kampf, und man braucht immer wieder das Ziel vor Augen. So wie ein Olympionik kämpft und ein Ziel vor Augen hat. Die trainieren über Jahre hinweg auf den Moment hin. Und genau so ein Denken, so ein Mindset brauchen auch mehr als Christen. Es ist nicht ein Hobby, das du irgendwie noch nebenher machst, oder? Und dann so ein bisschen, um sich manchmal ein bisschen besser zu fühlen. Nein, Christ sein, reifen, mit Jesus unterwegs sein, braucht das gleiche Denken wie ein Olympionik. Einer, der auf die Ziellinie schaut und versteht, das ist nicht irgendetwas, das ich noch so als Hobby betreibe, sondern das ist das Zentrum vom Leben. Um das geht es. Aber wisst ihr was? Im Unterschied zum Olympionik ist nicht Doping unsere Kraft. Ich meine Training unsere Kraft, woraus die Kraft daraus rauskommt, sondern wir, im Unterschied zum Olympionik, haben eine andere Quelle von der Kraft. Und mit dem Vers, mit dem Ende, mit dem Teil wollen wir enden. Der letzte Teil vom Vers 29. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt die Kraft dazu. Es kostet Kraft, es ist Aufwand, es ist manchmal Agony, es bereitet manchmal Schmerzen. Es ist nicht immer das Einfachste, aber weisst, Jesus wirkt Kraft in uns. Und das Schöne an dem Wort ist, an dem griechischen Wort, das heisst Energeian. Also Energeian ist das griechische Wort, wo da gebraucht wird, um die Kraft zu beschreiben, wo Jesus in uns wirkt. Also es ist eigentlich Energy Drinks, wo Jesus da für uns zur Verfügung hat, oder? Wenn es dir wieder mal mangelt, wenn du zu wenig Energy Drinks in deinem Leben hast, denk nicht nur an Energy Drinks, sondern denk das nächste Mal an die Kraft, an die Energie, wo Jesus Christus in uns kann wirken. Muss ich nochmal eins führen. Das ist leider am falschen Ort, aber das ist nicht so schlimm. Genau, Christus schenkt Macht und Kraft in uns, wo zum Wirken in uns kommt. Und das ist das letzte Zeichen von der Reife. Reife zeigt sich auch im Handeln drinnen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Davon, Reife zeigt sich auch im Ausleben. Darum
darum ist der 4. Punkt, wo die Reife sich zeigt, ist Handeln. Dass man die Energie, die in Jesus Christus zur Verfügung ist, eben auch umsetzt. Und das ist das Zeichen von einem reifen Christ. Er fängt sich an zu multiplizieren. Ich habe ja den Bibelvers nicht einfach so per Zufall mal ausgesucht, wo ich gedacht habe, was predige ich echt am 8. August? Schreiben wir mal die Bibel, das sind gute 2 Verse, über die mache ich das, sondern das ist, Jesus hat durch die 2 Verse in mein Leben massiv reingeredet. Und es hat einen mega Unterschied gemacht. Und darum wollte ich heute Morgen über die 2 Bibelverse reden. Und ich habe Jesus die Frage gestellt, okay, du sagst, du wirkst mit Kraft in mir. Wie genau sieht das aus, Jesus? Kannst du mir das zeigen? Das war mein Gebet, als ich am Morgen die Bibelstelle durchgelesen habe. Und Jesus hat dann zu mir gesagt, okay Micha, gang und hol dein Journal, also dein Heftchen, wo du amig Sachen drin aufschreibst. Gang und hol das. Und ich verspreche dir jetzt etwas. Und Jesus hat gesagt, du wirst innerhalb der nächsten Woche erleben, was das für eine Kraft und was das für eine Macht ist, die ich in dir wirke. Also habe ich das halt gemacht, bin halt aufgestanden und habe mein Heft vorgeholt und habe reingeschrieben, okay, Jesus wird seine Kraft und Macht, die in mir am Wirken ist, in den nächsten Wochen mir zeigen. So habe ich das aufgeschrieben und dann zugemacht und weggelegt. Und 2 Stunden später, nicht einmal 2 Stunden später, habe ich ein SMS bekommen. Und wir sind dort gerade in der Ferien, als ich das gelesen habe, im Jura. Und ich lese das SMS und es war meine Schwester, die mir geschrieben hat, hey Micha, es ist etwas mega Cooles passiert. Weisst, ich bin in Baden unterwegs und ich habe jemanden getroffen von der Kirche. Und weißt du, was ist passiert? Das war nämlich die Person, mit der wir vor 2 Wochen nach dem Gottesdienst zusammen gebetet haben. Und es war eine sehr intensive Gebetszeit, die wir an diesem Sonntag hatten, 2 Wochen vorher. Wo wir für diese Person gebetet haben. Sie hat sehr persönliche Anliegen mit uns geteilt. Und ihr grosses Gebetsanliegen war, dass sie doch wieder schwanger werden darf. Sie hat sich so fest gewünscht, schwanger zu werden. Und wir haben dort intensiv mit dieser Person gebetet. Und dann schreibt Debbie, und weisst du was? Ich bin dieser Frau zu Baden über den Weg gelaufen. Und weisst du, wo ist sie unterwegs war? Woher? Sie war unterwegs zu ihrem Ultraschall. Sie ist nämlich wieder schwanger geworden. Und so bin ich dort und überführt in dem Moment von dieser Macht Gottes, die in mir am Wirken ist. Es war ja nicht, als hätte ich irgendwie mega speziell gebetet an diesem Sonntag oder was auch immer. Aber es ist die Macht, die wir zur Verfügung haben. Es ist die Kraft, wo in uns wirkt. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, für die Kraft zu beschreiben, ist das Wort Dynamos. Hey, verstehst du, das ist ein Dynamit, das in uns schlummert. Das ist eine Explosion, bound to happen, für uns alle. Es ist eine Kraft, die Wunder tut. Es ist eine Kraft, die gewaltig ist. Es ist nicht etwas Kleines. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, glaubt doch an den übernatürlichen Reifeprozess. Glaubt daran, dass eine Kraft und eine Energie in uns Christen am Wirken ist, wo jedes Denken übersteigt. Und Jesus möchte die Kraft und die Macht noch viel mehr durchdringen lassen in unserem Leben drinnen. Das war ein Bibelstudium für euch, 2 Verse. Wer gerne möchte, ich habe das auch noch für euch bereit. Wer gerne möchte, die 2 Bibelverse heute noch heimnehmen. Ich habe die Ausdruck, die dürfen die gerne mitnehmen am Schluss und einfach nochmal drüber gehen. Vielleicht könnt ihr auch noch eure eigenen Gedanken dazu fügen und da dran weiterbleiben. Und ich möchte da auch noch schnell meiner Schwester Danke sagen, die das nach meinen Skizzen illustriert hat und für euch heute Morgen bereit gemacht hat. Gebt ihr doch mal einen Applaus. Genau. Ihr dürft das gerne nachher mitnehmen und nochmal darüber nachdenken. Und ich möchte jetzt mit uns zusammen beten, dass die Kraft und die Macht, die in uns wirkt, dass wir noch viel mehr so Storys haben, wo wir einfach da stehen und sagen, wow Gott, du bist so gut. Deine Kraft überrascht mich jedes Mal aufs Neue. So möchte ich für euch beten, dass ihr mehr dürft reifen und dass ihr näher Teleion dürft erlangen, dass wir immer mehr zu dieser Vollkommenheit kommen können. Wegen Jesus Christus und nur durch ihn. Und aller Lob und Preis gebührt ihm.
Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott von der Macht bist. Dass du ein Gott bist, der kräftig in uns wirkt. Der mit seinem Heiligen Geist am Wirken ist. Du bist Dynamos in uns. Du bist Energie in uns. Du bist Quelle von all dem, was wir brauchen, Jesus. Und wir wünschen uns und wir bitten dich jetzt, Jesus, dass du noch viel mehr uns erfahren lässt, wie die Macht in unserem Leben aussieht. Dass wir noch viel mehr Momente erleben, wo die Macht zum Tragen kommt und wo wir sehen mit eigenen Augen und staunen und dich anbeten ab dem, was du tust, durch uns, durch Jesus. Wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist der Gekrönte, du bist der Erhobene. Amen.